Hey ja, wir sind zurück von der Konferenz und wir steigen heute wieder in die Serie Kompass des Glaubens ein. Weil wenn man auf ein Abenteuer geht, dann ist Orientierung elementar wichtig, sonst verlaufen wir uns, wissen nicht wohin. Und in dieser Serie haben wir so verschiedene Orientierungspunkte angeschaut, an denen wir uns möchten orientieren. Und der erste, der war Jesus. Wir orientieren uns an Jesus. Dann haben wir gesagt, wir orientieren uns am ganzheitlichen Evangelium. Wir finden Halt und Stabilität in der spannungsvollen Mitte, so in der Mitte drin, wo wir sind verwurzelt in der Tradition, in diesen 2000 Jahren Glaubenstradition. Jetzt die Frage, heute der letzte Teil, was fehlt? Was haben wir noch nicht angeschaut? Leute? Jawohl, genau. Logisch, die Bibel haben wir noch nicht angeschaut. Genau. Die gut zugelassen haben bei der Moderation, hätten es vielleicht gerade schon. Genau. Vielleicht sind jetzt die einen auch überrascht, so, hey, und jetzt kommt die Bibel als letztes. Dabei wäre doch das Nummer 1 Tool zur Orientierung. Und ja, die Bibel ist wirklich elementar wichtig für uns. Und doch merken die meisten wahrscheinlich, dass sie auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Wer von euch hat schon mal die ganze Bibel gelesen? Die meisten. Wer hat mit allen Storys etwas anfangen können? Genau. Wer kennt das Gefühl von fast Langweil oder Irritationen, wenn du die Bibel liest und so schwierige Stellen, Gewalt und so weiter drin vorkommen? Oder wer hat auch schon gehabt, dass er einfach gelesen hat und das Gefühl gehabt, das hat jetzt genau nichts mit meinem Leben zu tun? Wahrscheinlich müssen jetzt nicht mehr die Hände heben und euch da outen, aber ich nehme an, es geht etlichen so, ist das allang so gegangen. Und ich habe mir überlegt, was habe ich denn für ein Bild von der Bibel gehabt, auch als Kind. Und ich habe gemerkt, das Bild, das ich von der Bibel bekommen habe, ist, dass sich uns Gott durch die Bibel hat offenbaren wollte. Und darum hat er da die Autoren so inspiriert, damit wirklich alles, was sie schreiben, wahr ist und dass wir ganz genau wissen, was denn Gott wirklich von uns will. Und darum muss ich die Bibel lesen, damit ich dann eben weiss, was richtig und was falsch ist und was die Folgen davon sind, wenn ich mich nicht an das halte. Und dann habe ich dann so beim Lesen, alles, was ich irgendwo hilfreich gefunden habe ich so farbig angestrichen. Und dann bist du irgendwann durch und merkst so, ja, so viel ist jetzt das nicht, oder? Ganz viel habe ich irgendwie das Gefühl, kann ich nicht anstreichen. Und habe irgendwie auch gemerkt, dass es mir oft schwer gefallen ist, so Freude am Bibellesen zu finden. Und eben, weil gerade vieles auch nicht so zu mir geredet hat und ich immer das Gefühl habe, wenn ich die Bibel aufschlage, dann muss jetzt das doch gerade direkt so zu mir reden. Und erst so mit der Zeit habe ich Stück für Stück realisiert, was denn die Bibel eigentlich wirklich ist und einen besseren Umgang mit dem gefunden. Und vielleicht geht es dir ein bisschen ähnlich, wie mir das gegangen ist. Vielleicht hast du auch heute irgendwo Mühe, dich mit der Bibel auseinanderzusetzen, weil es immer wieder so viele Fragen aufruft, wenn du das machst, wo du nicht gerade eine Antwort darauf findest, weil es dir auch einfach nicht langt, um nur auf die Sachen zu schauen, die klar sind und die du gut verstehst. Du dich auch schwer damit tust, wenn es so gewisse Alttestamentstellen hat, wo du vielleicht verstörend findest und du nicht recht weißt, wie du sie sollst einordnen und ob du an so einen Gott glauben möchtest oder kannst. Ich kenne viele Menschen, wo es so geht. Oder Menschen, die Mühe haben mit der Bibel, weil sie manchmal Sachen lesen, wo sie irgendwie ganz anders erleben und irgendwie Sachen nicht zusammenbringen oder wo irgendwo für sie nicht logisch sind. Und wo sie dann sagen, ich lege lieber die Bibel auf die Seite, weil wenn ich diese Sachen in Frage stellen muss, dann muss ich ja irgendwie plötzlich die ganze Bibel in Frage stellen oder dann vielleicht sogar meinen ganzen Glauben. Und darum lieber sich nicht zu fest damit beschäftigen. Und sie kapitulieren ein Stück weit davon. Und das passiert immer wieder. Und ich glaube, dass es immer wieder auch passiert, dass die Art und Weise, wie Menschen die Bibel gelehrt bekommen haben, für sie irgendwann zu einem Hindernis wird, um an Gott zu glauben. Und
ich und wahrscheinlich kennt ihr auch so Leute, gibt, die durch das irgendwann weggekommen sind vom Glauben, die nicht mehr glauben, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, der Glaube funktioniert für sie nicht. Und sie irgendwie auch das Gefühl hatten, wenn, dann ist es so, man darf gar nicht irgendwo einmal anders denken und Sachen hinterfragen. Und ich glaube, das ist eine Tragödie, weil ich glaube, es müsste nicht so sein. Und weil ich überzeugt davon bin, dass die Bibel auch für uns heute noch unglaublich wertvoll ist und es sich lohnt, sie zu lesen. Aber wir müssen einen angemessenen Umgang damit finden. Und ich glaube, und selbst wenn du jetzt da bist und jemand bist, der die Bibel von ganzem Herzen liebt und wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich möchte mich an alles in dieser Bibel halten, dann gibt es manchmal auch, dass wir dort in einer Gefahr stehen, so ein bisschen übers Ziel rausschiessen. Oder wenn wir die Bibel so für Gottes Wort halten, als hätte Gott jedes einzelne Wort persönlich drin hineingeschrieben, um dann irgendwann zu kommen und zu sagen, hey, da, übrigens, Bibel, das ist das Einzige, was du brauchst, alles andere kannst du auslassen. Du musst es nur lesen, umsetzen, dann ist alles gut. Und ich tue jetzt bewusst ein bisschen überzeichnen, oder? Und ich habe eine mega Hochachtung vor der Bibel und ich möchte mega, dass wir eine Hochachtung vor der Bibel haben. Aber sie dürfen auch nicht dazu führen, dass wir die Bibel auf ein Podest aufstellen, wo sie eigentlich so nicht hat. Und was ich würde sagen, so wichtig die Bibel ist für uns als Christen, es ist genauso wichtig, dass wir einen angemessenen und guten Umgang mit ihr haben. Weil die Bibel selber ist nicht Gott, sie ist Gottes Wort. Und das ist ein Unterschied. Gott hat existiert schon vor der Bibel, hat außerhalb der Bibel existiert und die Bibel ist für uns ein Orientierungspunkt. Sie hilft uns zu navigieren. Wir haben, glaube ich, in den Jahresvisionsgottesdienst schon gesagt, sie ist so quasi vielleicht die Karte, aber sie ist nicht das Ziel. Und mein Ziel der heutigen Predigt ist, euch zu helfen, oder uns allen zu helfen, einen hilfreichen Umgang mit der Bibel als Navigationsinstrument zu finden. Die Frage ist, was ist denn die Bibel überhaupt, oder? Ich glaube, den meisten von uns ist bewusst, dass die Bibel nicht einfach ein Buch ist mit Einleitung, Hauptteil, Schluss, sondern dass sie etwas viel Komplexeres ist, nämlich eine kunstvoll zusammengestellte Sammlung von antiken Schriften mit dem Anspruch, von Gott inspiriert zu sein. Und das heisst auch, dass sie ein Buch ist, das über einen langen Zeitraum entstanden ist und nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Wir müssen kurz ein bisschen ausholen, wie ist die Bibel überhaupt entstanden. Da fangen wir an, oder? Bei den alttestamentlichen Schriften, die sind über einen langen Zeitraum zuerst erzählt, dann geschrieben, gesammelt, zusammengestellt worden und erst ungefähr 200 Jahre vor Christus, das heisst, durch eine beträchtliche Zeit nach Abschluss von den meisten Ereignisse, die drin beschrieben sind, sind die erst so in der Form, wie wir es jetzt auch heute kennen, zusammengestellt gewesen. Also da ist noch ein bisschen Zeit vergangen, wo man das gesammelt hat und zusammengestellt hat. Und es hat auch andere Schriften gegeben, die sind nicht jetzt in dieser Sammlung, die wir drinnen haben. Und auch unter den ersten Christen war noch immer wieder die Frage gewesen, ob denn jetzt die jüdischen Schriften vom Alten Testament auch maßgeblich sind für sie, wichtig sind. Und erst 70 nach Christus ist dann die genaue Liste, das nennt man den Kanon, so wie wir es heute kennen, anerkannt gewesen vom Alten Testament. Der Paulus hat dort geschrieben, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das, was der Paulus aber da mit alles, was in der Schrift steht, meint, ist das Alte Testament. Weil das Neue Testament, das hat es dort noch gar nicht gegeben und der Paulus ist sich wahrscheinlich auch nicht bewusst gewesen, dass seine Briefe irgendwann gesammelt und zu diesen Schriften hinzugefügt werden. Damit, bis das schlussendlich passiert ist, also bis das Neue Testament entstanden ist, hat es nachher nochmal etwa 300 Jahre gebraucht. Im ca. 367 nach Christus ist in einem Brief von einem Kirchenvater das erste Mal so eine vollständige Auflistung von all diesen Schriften, die wir heute in der Bibel haben, auftaucht. Die Entstehung der Bibel
das ist der Punkt, den ich machen will, ist ein langer Prozess gewesen, der in der frühen Kirche ihren Lauf genommen hat. Und das bringt mich so zu einem ersten Fakt. Die Bibel ist ein antikes Buch, das über einen langen Zeitraum entstanden ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Die Bibel ist nicht einfach so als komplette Sammlung, als komplettes Buch uns von Gott so überreicht worden. Und er hat auch nicht einfach irgendjemandem gesagt, hey, cool, jetzt sind alle Sachen geschrieben worden von den Leuten, die ich wollte, dass sie etwas schreiben. Jetzt kannst du alles zusammenfassen, in ein Buch hineindrucken und den Leuten sagen, ab jetzt ist es komplett. So ist es nicht gelaufen, oder? Es ist ein bisschen anders entschieden worden. Es ist nämlich so gewesen, dass da ganz viele Schriften in der frühen Kirche umgegangen sind und wo zum Teil dann eben sich auch angefangen haben, irgendwo zu widersprechen und wo man nicht sicher war und was dann jetzt stimmt und was nicht. Und darum hat dann die früheren Kirchen irgendwann müssen sagen, hey, wir müssen irgendwie Kriterien festlegen, welche von diesen Schriften sind denn wirklich nützlich, welche sind gut, welche sind inspiriert, welche haben Autorität und welche können wir so quasi als Messlatte, das ist eben das Wort Kanon, für die Kirche und für die Christen brauchen. Und das sind 3 so Kriterien, die sie hatten. Das eine war Apostolizität. Das ist, dass sie verfasst sein von einem Apostel oder durch einen Apostel oder einen anderen Zeugen, wo Jesus noch kennt hat, autorisiert sein und sagen, hey, mal, das entspricht dem, was Jesus gelehrt hat. Dann Orthodoxie. Es musste im Generellen übereinstimmen mit der allgemeinen Lehre, die die Kirche dort hatte, wie es allgemein bekannt war, und die Ausbreitung, also der Nutzen für in den Gottesdiensten, wo man gemerkt hat, hey, mal irgendwo auf dieser Schrift liegt etwas, wenn man das im Gottesdienst, wenn man das zusammen liest und darüber nachdenkt, da steckt irgendwo der Heilige Geist drin. Der N.T. Wright hat den Prozess, finde ich mega gut, so ein bisschen beschrieben, auch, warum das so passiert ist. Er hat gesagt, die Entwicklung und letztendliche Genehmigung des neutestamentlichen Kanons, der Liste der 27 Bücher, die wir heute kennen, erfolgte, weil die frühe Kirche entschlossen war, Jesus selbst treu zu sein. Also sie wollten Jesus treu sein und darum haben sie das so zusammengestellt und darum haben sie sich festgelegt und gesagt, das sind die Schriften, wo man merken, da ist Inspiration drin. Das bedeutete, dass sie den nächsten Generationen die Bücher zur Verfügung stellen musste, durch die der Gott der Schöpfung und des Bundes, jetzt der Teil ist ein bisschen kompliziert, ist des Bundes und des neuen Bundes und der neuen Schöpfung angebetet und sein Wille in Mission und Dienst getan werden sollte, auf Erden wie im Himmel. Denn weiter zu dem Prozess. Einige Unklarheiten blieben bestehen, einige Entscheidungen wurden noch diskutiert, aber es gab einen starken zentralen Konsens unter den Kirchen des Ostens und des Westens, dass die 27 Bücher unseres Neuen Testaments das wahre Zeugnis der Apostel von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist darstellen, das den Glauben des Volkes des neuen Bundes zum Ausdruck bringt und seine Mission formt und leitet. Also sie müssen sicherstellen, dass das, was weiterhin gelehrt wird, dass das dem entspricht, dass es im Sinn ist von Jesus. Und so sind sie zusammengehockt und haben zusammengetragen und haben die 27 Bücher festgelegt. Da kann man vielleicht ein bisschen sagen, hey, es ist nicht grundsätzlich so, dass Gott einfach gekommen ist und gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt da das so zusammenstellen, sondern weil sie unbedingt Jesus wollen treu sein, weil sie möglichst nahe bei dem wollen bleiben, was er gelehrt hat. Darum ist die Bibel entstanden als eine Orientierung für sie damals, aber auch eine Orientierung für uns heute. Weil sie im Endeffekt um ihn gegangen ist. Und auch wenn eben wir manchmal so ein das Gefühl haben, hey, aber Gott hat doch das so, finde ich es trotzdem wunderbar, das zu wissen, weil es zeigt, hey, das ist ein langer, das ist ein gründlicher Prozess gewesen. Das ist nicht einfach irgendwie so ein paar Kleus gewesen, die etwas zusammengestellt haben, sondern da hat man wirklich Jahre darum gerungen, da hat man geschaut und hat das eigentlich bestätigt, was zwar irgendwo schon klar war, aber man hat es geschärft und in eine Form gebracht und gesagt, das ist das, wo man wirklich merkt, das ist inspiriert. Und darum der zweite Fakt, die Bibel ist inspiriert und sie ist absolut glaubwürdig.
Aber sie ist wahrscheinlich nicht einfach so diktiert worden, so 1:1, dass die einfach aufgeschrieben haben. Und die Bibel, ich glaube, das ist auch wichtig für uns zu wissen, ist eben nicht direkt an dich und mich adressiert, sondern sie ist eben die Sammlung von antiken, inspirierten Texten, von verschiedensten Arten von Texten, wo uns als Gesamtsinne Gott offenbaren, wo prägend sind für uns, wo wegweisend sind, uns Orientierung geben und wo identitätsstiftend sind. Immer im Bewusstsein, dass sie auch in ihrem historischen Kontext geschrieben sind, an die Personen von der damaligen Zeit, in konkrete Situationen hinein. Und das bringt uns dann eben zum dritten Effekt. Die Bibel ist darum eben auch auslegungsbedürftig. Es ist eine historische Distanz da. Wenn der Paulus da den Galater schreibt, dann haben die in einer anderen Realität gelebt als wir heute. Und darum braucht es eine Auslegung, darum müssen wir uns überlegen, was heißt das jetzt für uns. Und vielleicht, was wir merken, wenn wir jetzt die 3 Sachen so anschauen, wenn wir ganz konkret würden das sagen, dann sind nicht die biblischen schriftlichen Dokumente unser grundlegendste Fundament vom Glauben, sondern Gott ist es. Jesus ist es. Das, was da drin berichtet wird über Gott, der Gott, wo von dem berichtet wird, der ist das ursprüngliche Fundament. Der hat sich in der Geschichte gezeigt und um ihn geht es. Das ist die Basis von unserem Glauben. Und das ist zusammengefasst, in Wort gefasst in der Bibel. Das hilft uns zu orientieren. Und darum ist die Bibel sehr wichtig für uns als Orientierung. Und da können wir uns auch der Glaubensbasis von der Schweizer Evangelischen Allianz anschliessen, wo das Gute so in einem Statement auf den Punkt bringt. Die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Jetzt ist die Frage, das war jetzt ein bisschen theoretisch noch, gell? Was heisst jetzt das für unseren Umgang mit der Bibel? Und ich glaube, es ist wirklich entscheidend wichtig, dass wir ein richtiges Verständnis davon haben, was denn die Bibel ist. Darum ist es auch wichtig, dass wir wissen, wie sie entstanden ist. Weil sonst passiert es schnell, dass wir mit ihr auf eine Art und Weise umgehen, die gar nicht dem entspricht, was sie eigentlich ist. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir sie nicht als hilfreich erleben, dass es frustrierend wird, wenn wir sie lesen, weil wir mit ihr vielleicht etwas machen wollen, wo sie eigentlich gar nicht ist. Das kann zum Beispiel sein, dass wir das Gefühl haben, es ist eine Sammlung von systematischen Dogmen. Das ist sie nicht. Die Bibel hat nicht ein theologisches System drin, das uns Gott erklärt. Die Bibel hilft uns, mit dem Gott, wo sie darüber berichtet, in eine Beziehung einzutreten. Sie zeigt uns Gott. Aber es ist nicht ein Sachbuch über Gott. Und es ist auch nicht wissenschaftlich. Die Bibel ist auch nicht einfach eine Betriebsanleitung. Sie ist nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem Jesus-Lifestyle oder zu einem guten Leben. Obwohl ganz viel, was wir in der Bibel lesen, uns kann helfen, zum Jesus nachfolgen und zu so einem Lebensstil. Die Bibel ist auch nicht einfach ein Regelnachschlagewerk, wo uns Gott aufschreibt, hey, das und das und das sind einfach meine Regeln, die wir uns dran halten sollten und wir könnten jetzt da einfach schauen, was sind eigentlich die Regeln für mein Leben, auch wenn es so Sachen drin hat. Die Bibel ist auch nicht einfach ein Andachtsbuch, wo man aus jedem einzelnen Text eine Erbauung für den Tag mitnehmen können, einen tollen Vers, noch mit einer Zusage, so eine Sammlung davon, von guten Sprüchen. Und in der Bibel ist auch nicht jeder Einzelvers direkt an mich gerichtet, mit einer Aussage direkt an mich. Auch wenn es das alles in der Bibel auch drin hat. Und wenn es wichtig ist, dass wir das lesen. Aber die Bibel als Ganzes ist eine ganzheitliche, grosse Geschichte. Und mit Geschichte meine ich nicht ein Märchen und einfach irgendwie ein Geschichtli, sondern es ist eine reale Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat. Und ich glaube, wenn man sagen, was die Bibel ist, dann ist, und so kurz und knapp zusammenfassen, dann ist das die richtige Beschreibung, die wir im Hinterkopf haben müssen. Es ist die reale Geschichte
von Gott mit uns Menschen. Und wenn wir diese Geschichte anfangen zu lesen und drin hineinschauen, dann merken wir, dass wir so in diese Geschichte hineingezogen werden. Und dann merken wir plötzlich, hey, wir sind Teil von dieser Geschichte. Du gehörst dazu. Ein Autor hat es so cool beschrieben, anhand von einem Buch, das vielleicht die einen von euch auch schon gelesen haben, von Narnia, wo sie da vor einem Gemälde sind, das Gemälde anschauen und plötzlich wird das Gemälde lebendig. Und sie werden plötzlich drin hineingezogen und sind in einer anderen Welt. Und ich glaube, genau so ist es. Die Bibel ist die Geschichte von Gott mit uns Menschen. Und je mehr dass wir darin eintauchen, desto mehr merken wir sind ein Teil von dieser Geschichte. Wir sind mitten drin hinein. Und wir sehen, was vor uns passiert ist und wir sehen, was schlussendlich noch wird kommen. Aber speziell an dieser Geschichte ist, dass sie, ich tue immer wieder so ein bisschen kontrastieren. Speziell an dieser Geschichte ist, dass sie nicht einfach von einem Autor erzählt wird, sondern von unterschiedlichsten Autoren aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und so steckt auch vieles von ihrer Gesamtbotschaft eben irgendwo dann auch zwischen den Zielen. Und einige Sachen, die sind klarer, die sind einfacher verständlich und andere Sachen erschliessen uns erst, wenn wir den gesamten Zusammenhang anschauen, wenn wir sehen, aha, da schreiben die Leute aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir sehen zum Beispiel auch, nur schon im Alten Testament, da haben wir zum einen eine Geschichtsschreibung, die aufschreibt, was passiert ist mit all diesen Königen und was gut gemacht haben und weniger gut gemacht haben. Und dann ist auf die andere Seite die Propheten, die emotional, aufrüttelnd, einen Blick hinter die Kulissen, was denn Gott über das denkt, schreiben. Und sie beschreiben beides eigentlich das Gleiche, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das bedeutet, dass manchmal sich auch Sachen oder gleiche Geschichten unterschiedlich dargestellt werden. Und das kann so wirken, als würde sich etwas widersprechen, wenn wir es einfach anschauen als ein Sachbuch und sagen, ja, jede einzelne Aussage muss einfach so faktisch richtig sein, dann ist das wie der falsche Weg zum Anschauen. Genauso wie es der falsche Weg ist zum Anschauen, wenn wir die Geschichte vom Jona lesen und nachher gehen nachforschen, ob es jetzt wirklich möglich war, dass der Jona 3 Tage im Bauch von dem Fisch gelebt hat. Das ist nicht der Punkt der Geschichte. Um das geht es nicht. Und das ist der falsche Ansatz, um mit der Bibel umzugehen. Und übrigens, wenn sich die Bibel irgendwo einmal widerspricht, dann ist das nicht ein Argument gegen die Zuverlässigkeit der Bibel, sondern oft eigentlich sogar eher ein Argument für die Zuverlässigkeit der Bibel. Einer der ersten Kirchenväter hat schon auf das hingewiesen, dass die Evangelien eben vielleicht gerade darum besonders glaubwürdig sind, weil sie sich in einigen Aspekten eben unterscheiden und doch in so vielem übereinstimmen. Das zeigt, dass sie eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln von unterschiedlichen Personen geschrieben sind, die anscheinend das Gleiche erlebt haben, aber vielleicht teilweise andere Sachen ein bisschen vorgehebt hat. Und das gibt vieles vertrauenswürdiges Bild von diesen Evangelien, als wenn nur ein einziges geschrieben worden wäre oder wenn sich die auf eine einzige Story geeinigt hätten und dann gesagt hätten, das ist sie, genau so ist es gewesen und die anderen Evangelien, die sind nicht ganz korrekt. Es ist nur eins von denen inspiriert. Darum, die Bibel ist insgesamt die Geschichte von Gott mit uns Menschen, anfangend im Garten Eden, endend in einer grandiosen Stadt. Es ist das Abenteuer der Menschheit, wo wir merken können, wir sind ein Teil davon, wir sind mittendrin und wir sind eingeladen, unseren Teil in dieser Geschichte zu übernehmen. Und inhaltlich in dieser Geschichte erzählt uns die Geschichte, dass Gott eben nicht einfach ein abstraktes Konzept ist, sondern dass er real ist. Dass er der Schöpfer von dieser Welt ist, dass er sogar persönlich erfahrbar ist, dass er direkt involviert ist ins Geschehen von dieser Welt. Und etwas, was sich wie einen roten Faden durchzieht, ist seine Liebe zu uns Menschen. Das ist das, was sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Gott wirbt und er kämpft um dich und mich. Und er möchte Beziehung mit uns haben. Und er möchte uns helfen, seine Gedanken über das Leben zu entdecken und zu verstehen. Und das ist aber nicht der Hauptpunkt, den die Bibel so macht, so, hey, ich erkläre euch jetzt die Welt, sondern die Bibel hat einen anderen Höhepunkt. Die Bibel hat einen anderen Hauptpunkt, den sie macht und ein Zentrum von dieser Geschichte. Und das ist in Jesus. Das ist, dass Gott sich in Jesus uns Menschen gezeigt hat. Dass er zu uns gekommen ist. Dass er sich
in die Geschichte hineingeschrieben hat, erfahrbar worden ist, Realität auf dieser Erde so war und dass durch Jesus nichts mehr zwischen ihm und uns und dem steht und dass das Reich Gottes angefangen hat und wir eben können ein Teil drin sein. Die ganze Bibel. Und das ist auch so ein roter Faden, oder ist eben der rote Faden, der weist auf Jesus hin, auf das zentrale Ereignis, wo es in der Bibel drin geht. Und sie erzählt das Ereignis und sie zeigt nach dem Ereignis, was das ausgelöst hat und was es bewirkt hat. Und ich glaube, das ist im tiefsten Kern der Grund, warum es die Bibel gibt, um darüber zu berichten und aufzuzeigen, was da passiert ist und in die Geschichte der Menschheit einzuordnen. Zum zu sagen, hey, da ist etwas passiert im Verlauf der Geschichte. Vor 2000 Jahren ist der Gott Mensch geworden. Und seitdem ist die Welt nicht mehr die gleiche. Seitdem hat sie sich verändert und haben wir Zugang und können die Gemeinschaft mit Jesus haben. Jesus war eine historische Person. Das, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichten, sind verlässliche Geschichten von einem Ereignis, das stattgefunden hat. Ein Ereignis, das heisst, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist gestorben, er ist auferstanden. Und der Andy Stanley hat das so gut auf den Punkt gebracht und vielleicht versteht ihr jetzt die Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, ein bisschen besser. Die Grundlage von unserem Glauben ist ein Ereignis, das eine Bewegung in Gang gesetzt hat. Oder das Ereignis ist Jesus, der auf die Welt gekommen ist und der am Kreuz gestorben ist. Und das hat eine Bewegung in Gang gesetzt. Und aus dieser Bewegung heraus hat sich die Bibel zusammengestellt. Und ich glaube, dieser Fakt, der ist wichtiger als jede Lehre über Inspiration und so weiter. Die wirkliche und tatsächliche Grundlage von unserem Glauben ist Jesus Christus. Er ist die grösste und klarste Offenbarung von wer Gott ist. Und der Hebräer, das sind übrigens die Schreiber von dem Neuen Testament schon selber so gesehen, im Hebräer heißt, jetzt habe ich da die falsche Übersetzung, lesen wir es gleich vom Skript. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und an mehreren Stellen wird Jesus das wahre Wort Gottes genannt. Er ist sein vollkommene Ebenbild. Er ist der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Und im 1. Korinther 15 sagte Paulus, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist euer Glaube vergeblich. Also nicht die Bibel ist das entscheidend Wichtige, sondern das, was passiert ist und was in der Bibel über Jesus steht, über das, was passiert ist, das ist das, was das entscheidend Wichtige ist. Und ich glaube, wenn wir uns das alles bewusst machen, dann ist für mich klar, dass wir mit sehr viel Demut an die Auslegung der Bibel herangehen müssen. Und wir können nicht einfach so den richtigen Auslegungsschlüssel über die Bibel legen und dann können wir sie entschlüsseln und dann haben wir einfach auf alle Fragen eine Antwort, weil die Bibel dann all ihre Geheimnisse preisgibt. Also wir müssen uns bewusst sein, was für eine komplexe, wunderbare Sammlung von Text das ist, was für ein Zeugnis da drin ist. Und das braucht einen gewissen Umgang. Und jetzt auch gerade für uns als GEVC haben wir uns gesagt, ja, Jesus ist das Zentrum, sie ist die Mitte von unserem Schriftverständnis. Um ihn geht es in erster Linie und er ist die ursprünglichste, die klarste Offenbarung von Gott und er ist das Ziel. Wenn wir die Bibel lesen, die wir nicht aus den Augen lassen und wenn die Bibel immer wieder lesen mit ihm im Hinterkopf. Und wir möchten uns nicht über die Bibel stellen, sondern unter sie. Adolf Schlatter hat das so gut gesagt. Er hat gesagt, die Hermeneutik der Demut steht nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Hermeneutik, das ist eben die Bibelauslegung. Also wir stehen nicht über der Bibel, sondern wir stehen unter ihr. Und auch wenn ich gesagt habe, oder, dass die eigentliche Grundlage von unserem Glauben Jesus ist, dann habe ich damit die Bibel nicht abwerten.
aber in den richtigen Kontext rücken. Weil die Bibel ist eben trotzdem unsere beste und zuverlässigste Quelle, um über Jesus, über das Leben von Jesus und das, was er gelehrt hat, zu erfahren und was es heisst für uns, Nachfolger sein und wie das für die ersten Christen ausgesehen hat und was wir von ihnen lernen können. Und wenn wir sagen, wir stellen uns nicht über die Bibel, sondern unter sie, dann heisst das, wir beugen sie uns nicht einfach nur irgendwie zurecht, sondern wir ringen um ein gesundes Verständnis von ihr. Und ein dritter Punkt, was es heisst, demütig zu sein in der Auslegung der Bibel, ist, wir stellen unsere Auslegung nicht von der Bibel nicht über andere. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass alle irgendwo die Bibel interpretieren und dass man manchmal unterscheiden muss zwischen der Bibel selber und der Auslegung der Bibel. Und auch dort, wir ringen darum, die Bibel möglichst gut und möglichst genau und möglichst angemessen zu verstehen. Und wir vertrauen in dem hinein und brauchen die Führung vom Heiligen Geist. Ich glaube, ohne den Heiligen Geist sind wir alle verloren, wenn es darum geht, die Bibel zu interpretieren. Aber wir fangen nicht an, das, was wir drin sehen, über das stellen, was andere sehen. Bildet uns nicht ein, dass wir gescheiter sind als andere und es besser wissen. Aber wir können gerne mal diskutieren. Das natürlich dann schon, oder? Ja. Hey, ein paar abschliessende Gedankenanstöße jetzt für dich. Welche Rolle hat die Bibel in deinem Abenteuer vom Glauben? Setzt du dich mit ihr auseinander? Ganz konkret, direkt mit der Bibel oder nur über andere Leute? Oder hast du sie weggelegt? Oder hast du die Bibel so auf ein Podest gestellt, dass dein Umgang mit ihr irgendwo verkrampft worden ist? Und stehst vielleicht in der Gefahr, manchmal die Bibel als etwas zu lesen, wo sie gar nicht ist? Es gibt auch Menschen, die setzen ihr Vertrauen mehr in die Bibel als in Jesus selber. Ich möchte uns alle einladen, die Bibel nochmal neu in die Hände nehmen. Speziell dann, wenn du sie weggelegt hast. Und da noch die schöne Studienbibel dabei. Sie nochmal in die Hände nehmen, weil du findest Jesus drin. Und wenn du die Bibel als etwas angeschaut hast, was sie vielleicht nicht war, dass sie nochmal aufschlägst, vielleicht nochmal neu. So dass Jesus gross werden drin. Okay. Also die Idee ist mir einfach gekommen, den hätte ich jetzt bringen müssen. Genau. Aber vielleicht bleibt es euch, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, dass Jesus gross werden kann, drinnen. Ich möchte so 2 Sachen vielleicht noch aufrufen, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt teilweise die Frage ist, wie lesen wir denn jetzt die Bibel, wie soll ich daran an? Und das wäre eine separate Predigt oder ich gebe nachher nach der Predigt noch kurz 2, 3 Tipps. Aber ich möchte so 2 Sachen aufrufen. Zum einen, dass wir die Bibel glaubens- und vertrauensvoll lesen. Darauf vertrauen, dass sie Gottes Wort ist, dass sie zuverlässig ist, dass sie glaubwürdig ist. Und wir dürfen im Vertrauen darauf, dass wir den Heiligen Geist haben, sie lesen und darauf vertrauen, dass ganz viel, was wir lesen, uns auch direkt ins Herz reden kann. Da gibt es viele Texte drin, wie Psalmen, die Evangelien zum Teil oder auch einzelne Abschnitte in anderen Büchern, wo manchmal direkt einfach in unser Herz hineingehen. Wo wir nicht unbedingt noch den Kontext erforschen müssen. Und ich sage dort, wir dürfen die Bibel so lesen, stopp das nicht, wenn du das machst. Aber wenn es der einzige Ansatz ist, das ist der Punkt, den ich machen will, dann kann das schnell frustrierend und enttäuschend werden. Weil wir dann manchmal etwas auch interpretieren, wo wir vielleicht gerne hätten, wo aber eigentlich gar nicht gemeint war, weil es manchmal zu wenig mit einbezieht, was denn die Bibel wirklich ist. Und darum glaube ich, ist das andere eben auch wichtig, nämlich die Bibel zu lesen mit dem Einbezug vom historischen Kontext, mit Hilfsmitteln dazu, mit Auslegungstradition, das Wissen, was andere in der Bibel gelesen haben. So ein bisschen das Bibel so zum Normallesen, vertrauensvoll, die Studienbibel, wo das ein bisschen vielleicht anders symbolisiert.
Ich glaube, es braucht ein gewisses Hintergrundwissen darüber, was die Bibel ist, wie sie entstanden ist, in welchem Umfeld dass sie entstanden ist, zu was für Leuten dass sie geschrieben ist, was für Literaturgattungen dass es drin hat und was die grosse Story der Bibel ist, um sie richtig zu verstehen. Und es ist eine der Aufgaben, die wir natürlich auch als Kirche haben, wo wir möchten, uns das Beste geben, um das auch schon den Kindern zu vermitteln und wo wir uns das Beste geben, um auch euch zu helfen, den Kontext, diese Sachen zu verstehen, weil nicht unbedingt jeder kann sich einen Kommentar kaufen, das verstehe ich jetzt auch. Aber es braucht beides. Und manchmal sind Aussagen wie, hey, die Bibel ist für jeden verständlich, man muss sie nur aufschlagen und lesen. Ich will sagen, so bedingt wahr. Und manchmal war eben nicht nur hilfreich gewesen, weil das funktioniert meistens, wenn ein gewisses Grundwissen über die Bibel schon da ist. Ja, dann haben wir meistens genug Hintergrundwissen, um schwierige Aussagen einzuordnen. Der Thomas Harry hat letzten Sonntag von diesen Aussagen, die Jesus gemacht hat, hey, trinkt mein Blut, esset mein Fleisch. Wir wissen, dass das nicht direkt so ist, aber wenn du kein Grundwissen hast, kein Hintergrundwissen zu der Bibel und alles, dann dann ist es vielleicht manchmal schwierig. Und darum braucht es beides. Wir können sie vertrauensvoll lesen, glaubensvoll, einfach drin hinein. Aber wir brauchen auch ein gewisses Grundwissen. Darum, lass uns nochmal die Faszination der Bibel entdecken. Nochmal eintauchen so in die Schätze, die drin verborgen sind. Ein Theologiedozent hat mal gesagt, die Bibel ist ein See, in dem man muss warten und ein Elefant schwimmen kann. Man kann sich nur mit der Zehenspitze hineinbegeben und man wird schon ein bisschen etwas von dieser Botschaft der Bibel verstehen. Aber auch nach Jahren und Jahrzehnten lohnt es sich, darin zu baden, weil wir immer noch mehr werden entdecken. Schwimmen drin, genau. Heute im Early Bird haben wir es vom Schwimmen. Lass uns drin schwimmen. Ich möchte beten für das und lade euch ein zum Aufstehen. Jesus, die Bibel ist wunderbar. Es ist so schön, so komplex. Es ist eine krasse Geschichte, wie sie entstanden ist. Und es ist so ein Privileg, dass wir das haben. Weil die ersten Christen gesagt haben, wir wollen Jesus unbedingt treu bleiben. Und uns so das vermacht haben, deine Worte aufgezeichnet haben, die du heute noch zu uns redest. Und manchmal ist das auch kompliziert für uns. Und Jesus, ich bitte, dass wir die Faszination für die Bibel nochmal neu entdecken dürfen. Dass wir glaubensvoll und vertrauensvoll sie lesen, aber dass wir auch bereit sind, uns tiefer damit auseinanderzusetzen und entdecken, was alles drinsteckt, was alles dahinter steckt. Und dass das unsere Faszination und unsere Erkenntnis von wer du bist, nochmal ganz neu prägen darf, stärken. Und Jesus, ich bete gerade für die Leute, die frustriert die Bibel weggelegt haben, dass sie den Weg finden dürfen, sich vielleicht auch noch mal mehr von dem Wissen darüber aneignen, um tief drin eintauchen. Und auch dort, wo vielleicht irgendwo Angst rum ist oder das Gefühl ist, ja, das ist mir irgendwie zu viel und zu kompliziert, dass wir uns trotzdem einfach auch noch getrauen, kindlich und einfach auf dich zuzugehen. Und vielleicht andere Wege finden, wie wir uns da noch mehr drin vertiefen können. Amen. Ich sage noch 2, 3 so praktische Hilfen. Hey, etwas, wo ich euch wirklich, ich mache es ganz kurz, einfach das Herz legen, sind die Videos vom Bible Project, die helfen genau das, um das Ganze drumherum richtig einzuordnen und zu sehen. Dann Studienbibel oder vielleicht einen einfachen Kommentar, es gibt auch online so Kommentare, oder einen guten Bibelleseplan, der Sachen erklärt. Das sind so einfache Sachen. Und für die kannst du mir schnell die 2 Bücher geben, die gerne sich noch mal ein bisschen mehr möchten mit der Bibel befassen. Ich kann das Buch mega empfehlen, es gibt es leider nur auf Englisch, aber vielleicht haben genug Leute Englisch, es ist nicht ein kompliziertes Englisch. Ich finde es unglaublich bereichernd und für die ein bisschen mehr in die Bibel eintauchen, da das effektives Bibelstudium
ist eines von denen, wo eigentlich jeder mal gelesen haben, weil es uns hilft, mit den verschiedenen Textarten umzugehen und sie zu interpretieren. Hey, wir gehen nochmal in den Worship rein. Wir haben auch jetzt im zweiten Teil Worship das hörende Gebet.